Seit Jahren stellt sich die Menschheit nur eine Frage: Schweiz oder Deutschland? Welches Land ist besser? Und da gibt es nur einen Weg, das herauszufinden: in einem Battle zwischen der Schweiz, also mir, und Deutschland. Ich bin nicht Marc Eggers, hinter der Kamera ist nicht Carsten. Ab dafür. Um diese sehr komplizierte Reportage exekutieren zu können, müssen wir in das Haus des Geschehens. Und hier, meine Damen und Herren, haben wir schon den ersten Kontrahenten, der bei diesem Battle teilnehmen wird. Danke. An der Stelle. Würden Sie sagen, die Schweiz ist besser als Deutschland? Du hast den Schnauzer auf der einen Seite nicht so gerade rasiert wie... Wäre das bis jetzt ein Argument, welches Sie in der Diskussion zwischen den Ländern aufführen könnten? Gut, meine Damen und Herren, da haben wir die ersten Argumente gehört, wieso die Schweiz eindeutig ein besseres Land ist, und ich weiß nicht, wieso ich österreichisch rede. Hier, meine Damen und Herren, haben wir jetzt ein Exemplar von einem klassischen deutschen Produkt. Maximilian. Hallo. Sie sind deutsch. Ja. Aus welchen Gründen würden Sie sagen, dass Deutschland ein deutlich besseres Land ist als die Schweiz? Als die Schweiz? Schweiz ist schon echt geil. Okay, dann macht dieses ganze Video, das ich hier mache, eigentlich so gar nicht Sinn. Ach so, es gibt bestimmt ein paar Gründe, oder? Hast du welche? Jetzt im Kopf einfach so? Wieso Deutschland besser ist? Ja? Ich bin ja für die Schweiz. Ich bin auch für die Schweiz. Also okay, dann müssen wir an dieser Stelle eine Reportage abbrechen und ein neues Thema suchen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Alvaro Soler. Hola, buenas tardes. Soy Alvaro Soler. Germany or Switzerland? Chinese. Ich würde schon sagen, Deutschland ist das bessere Land. Das ist natürlich im ersten Moment für mich eine extrem krasse und intime Aussage. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich wohne in Deutschland und ich war noch nie in der Schweiz. Würden Sie somit sagen, Sie haben ein bisschen eine lilane Brille? Ich habe eine rote Brille auf. Willst du mit mir Sex haben? Die Schweiz ist natürlich vor allem bekannt für ihr Geld, und das nicht ohne Grund. In diesem Sinne, vielen Dank für den Sponsor vom heutigen Video, NordVPN. Welches das beste Land ist eine extrem komplexe und schwierige Frage. Doch wer die Nummer 1 unter den VPN-Anbietern ist, das wissen wir bereits. NordVPN. Aber was ist genau ein VPN? Ein VPN ist dafür da, deine digitale Sicherheit und Privatsphäre zu schützen. Aber was ist denn jetzt genau ein VPN? Es gibt immer Leute im Internet, die Schabernack treiben, und genau von dem sollte man sich schützen. Zum Beispiel Diebstahl von privaten Fotos oder Videos. Ich will nicht, dass jemand dieses Bild von Trimax hat. Habe ich es jetzt gezeigt? Bösartige Viren beim Surfen. Dude, you get the best barrels ever, dude. NordVPN schützt auch vor Verfolgungen von deinen Online-Aktivitäten. Das heißt, mit NordVPN kannst du ein Video von diesem Adi Totoro angucken und niemand bekommt es mit. So nach dem Motto, es ist schlimm, wenn man Adi Totoro-Video schaut. Ja, genau so. Gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt leben und jeder online surft wie so ein Wellenreiter, ist und wird Cybersecurity ein immer wichtigeres Thema. Deshalb hat, und jetzt haltet euch fest, NordVPN den umfassenden Bedrohungsschutz. Dieses Feature lässt dich meine Videos immer noch anschauen, auch wenn sie extrem bedrohlich für deine Intelligenz sind. Mit dieser Funktion neutralisiert NordVPN Cyberbedrohungen, bevor sie überhaupt Schaden anrichten können. Deshalb informiert euch über Cybersicherheit und die extrem geilen Features von NordVPN. Ich nehme das hier auf einem Klo auf. Welches Land ist schöner, ist natürlich auch eine wichtige Frage, deshalb finden wir das jetzt heraus. Alexa, wer von uns ist schöner? Mit so einer Frage. Hola, buenas tardes. Soy Alvaro Soler. So schnell kann das Ganze hier geklärt werden, oder? Wir haben Berge. Aber er ist Grieche. Ach, stimmt. Er ist Grieche, Du das hast hat gar viel nicht mit gegen Deutschland zu tun. verloren. Du hast gar nicht gegen Deutschland verloren. Ich habe gegen Griechenland verloren. Aber du musst ja halt auch mal überlegen, dass der Schein halt bei mir trügt. Ja gut, dann geht dieser Punkt an Deutschland. Es steht 1-0 für Deutschland, das ist natürlich eine extrem schlechte Situation. Jetzt testen wir die Schweizer Präzision. Man sagt ja, dass die Schweiz sehr präzise ist, also vor allem die Uhren. Und wir haben jetzt hier Maverick. Hi Maverick. Wir machen jetzt Curling auf diesem Tisch und müssen möglichst nah an die Kante kommen. Und der was weiter da ist, der gewinnt halt. Oh mein
mein Gott, das ist sehr, sehr gut. Das ist eben das von den Rolex und all diesen Uhren. Das ist eine Präzision, die kann man sich kaum vorstellen. Also Mev muss jetzt irgendwie hinter das da kommen. Ja. Aber er darf nicht runterfliegen. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das schaffst, dann ist krass. Oh mein Gott! Ich sag's dir, wie es ist. Stechen. Nochmal? Ja, stechen. Oh mein Gott, aber das ist ja insane. Nein! Was war denn da los? Ja, das war wirklich unangenehm zum Anschauen. Vielen Dank. Deutschland ist besser. Das hat mich gerade so ganz bisschen an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Es steht 1:1, es bleibt spannend. Es steht 1:1, wir kommen zum nächsten wichtigen Thema und zwar Sport. Die Schweiz und Deutschland sind sportlich, würde ich sagen, gute Länder. Fußball, Skifahren und Schwingen in der Schweiz. Für die Leute, die nicht wissen, was Schwingen ist, das ist Schwingen. Ich habe jetzt hier bei mir einen absoluten Sportsmann und wir werden einfach ein Handstand-Battle machen, weil ich glaube, ein Handstand ist das Einzige, was zeigt, wie sportlich ein Land ist. Okay, also es geht um das Thema Sport und du hast mich an die Seite gerufen. Ich bin jetzt für Deutschland stellvertretend. Ja. Scheiße, dann mache ich auf eine Hand. Gutes Battle. Gutes Battle. Ich werde mich wirklich anstrengen. Okay. Ich werde alles geben und diesen Punkt für die Schweiz holen. 3, 2, 1 und go. Okay, beide stehen stabil. Oh, Marc, das war okay. Warst du schon oben? Ich war schon oben, aber der kommt schnell auch immer wieder runter. Und es ist nicht nur beim Handstand so. Oh, Digga, das Bild, holy shit. Ey, das können halt wirklich nur Deutsche, weil die Schweizer nicht so dumme Talente haben. Wir haben 15 Sekunden erst. Digga, niemals eine Minute. Ich höre lieber jetzt schon auf, Digga. Ey, Digga, der ist so rot, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob du einen Sonnenbrand hast oder einfach Blut im Kopf hast. Ich hab Blut im Kopf, Alter. Soll ich dir meinen Schwanz mal zeigen? Ja. Es steht 2:1. Jetzt geht es um ein anderes wichtiges Thema. Verteidigung. Jedes Land muss sich verteidigen. Gerade so wichtige Länder wie die Schweiz und Deutschland müssen auf das, was sie haben, Acht geben. In der Schweiz ist es Geld, in Deutschland Bier. Und wir betteln das jetzt aus mit einem Daumen-Battle. 1, 2, 3. Na, jetzt geht's los. Wie oft machst du? Ja, so ist gut, so ist gut. Okay, gut. Okay, gut, sehr gut. Okay, ich hab das noch nie gemacht, ne? Was? Du wolltest so tun, als würde ich zugreifen und dann habe ich zugegriffen und hab einen Punkt. Tschüss. Digga, du warst ja echt scheiße. Das nimmst du ins Video rein. Schweiz hat richtig verloren. It's a really, really important question. It's for all the German and Swiss people. It's the most important video. Okay. Okay, who are you? I'm Lila. And you're where? I can't talk English. I'm from Denmark. Okay, which country is better? Germany or Switzerland? Switzerland, of course. This was the answer. Yeah, easy. Thank you very much. You're welcome. I will give you the cash later, okay? Boah, Schweiz ist schon echt geil. Willst du mit mir Sex haben? Würdest du sagen, Deutsche trinken viel? Im Urlaub, ja. Wir sind nicht im Urlaub. Ah, sogar auf der Arbeit, okay.